En dan tog ze deze vrouw op dem Rhein en nam zijn Jeltttausch rit en zijn Kjoakj en riekt haar de hand. So, wir reden gestern 5 Stunden über Geld. Und mit der Leute, der wird gestern hier werden, dass die nicht waren, nach länger machen sie nicht nicht. Aber einmal sagen wir vielleicht, okay, wie viel sollen wir über Geld in der Kjoakj reden? Und ich habe das hier nicht gekriegt, den Namen schon, aber es ist interessant, wenn wir gucken, wie viel von Jesus seine Lehren. Und einer oder andere war ich auch mit zu tun hatten, mit unserer finanziellen Lehre. Und so, ich glaube, das ist ganz am Platz, wenn wir aus Kjoakj auch über das Thema reden. Und ich sehe das gestern, ein von den Frauen, mein Thema ist von denen einfach meine Jeltttausch in Gott. Und wir reden gestern von der Wichtigkeit von auch wiedergeben, von dort, wo Gott uns gibt, dort auch teilen, wiedergeben, nicht so? Und ich glaube, ein von den Frauen, was am 4. abkommt, ist, wie viel würden Christ geben soll. Und so, du sind diese 3 Prediger, die vertellen, weil sie ihre Kleidung zwischen ihre Kjoakj angeteilt haben. Und dann sagt der eine, oh, das ist ganz einfach. Heute malt sich einen Strieb auf den Flur, und dann steht der Krieg auf dem Meer, und dann schmiert er die Kleidung ab. Heute sagt, dort, wo nur der Rechte sieht, kommt, dort hält Gott, und dort, wo er eine Linke sieht, bleibt dort sein Lohn. Dann sagt der andere, heute er mit anders, heute malt einen Kranz. Und schmiert dort ab, dort, wo er einen Kranz bleibt, dort traf er an. Und da, wo Peter abkommt, da ist Gott sehen. Der 3. Prediger schmiss da einen Drink Kaffee und fragen sie, wer ist das? Sagt er ganz einfach. Ich nehme die Kleidung, schmied den ab. Dort, wo Buben bleibt, dort hält Gott. Und da, wo frisch raufkommt, da ist Miene. So, ich glaube, das ist ein Kjoakj ähnlich als in unser. Dort wieder anders, nicht? Dat wir merken einen Plan für das Jahr aus einer Gemeinde, wie viel wir planen zu kriegen und was wir mit das Geld tun wollen. Und dann bleibt über Ferien, kriegt die Frau. So, wie viel würde ich geben sollen? Mir ist das eine interessante Frau, kriegt, wenn mich das interessiert mit Finanzen schaffen, wo ich einmal übergehen war, ist das eine Antwort, wo das vielleicht mehr so viele Meinungen gibt als Menschen. Das ja für einmal Personen, die sagen, Jesus sagt dir klar, was die rechte Hand hat, das soll die linke Hand nicht mal weiten. Und die würden sagen, bloß geben, das Gott mir anspart und ich brauche selbst vielleicht nicht mal weiten, wie viel ich wirklich geben da. Viele reden immer wieder von einer Kjoakj von einem Tiendel. Das ist auch ein Ding, wo wir viel von reden. Und du sind Wässer, die sagen, okay, ich brauche bloß einen Tiendel geben. Und dann mir das ewig sind ich frei. Dann kann ich tun, was ich will. Und du hast einmal dann auch die Frau, wovon reden ich ein Tiendel Leute? Für einen Handarbeiter ist das vielleicht ganz leicht. Ich kriege meinen Lohn, 10%. Aber für einen Geschäftsmann, einen Farmer, ist das von alles, was ich annehme, ist das von was mir überbleibt, von der Ankasten nicht aufgerechnet sind, tagsbetalt ist. So, da kann auch interessante Frauen bringen. Und der andere, der sagt vielleicht, wir sollen mit 10% anfangen. Und es Gott uns Möglichkeiten gibt, du Rüt, der Meier geben. Und der nächste, der sagt vielleicht, well, Tiendel, das wird ein Part von dem Alten Bund, von dem Alten Testament. Und für unsere Zeit hält das nicht mehr. So, das sind viele interessante Meinungen. Und was mich von der und Jank hat mit Jeltttausch ist einfach mal ein bisschen durch die Bibel gehen. Ich werde nicht die Texte alle lesen, ich werde die Schriftstellen hier mal angestrahlt haben und ein bisschen davon reden. Und einfach mal mit checken, beides, nur das Alte Testament und das Neue Testament. Und so, du hast ein Schreiber, Paul Läwens, wo ich mit dem Alten Testament anfangen. Er sagt, dass die Angewohnheit von den Tiendel geben, der jäufert all ungefähr ja für Moses seine Zeit. Dort entweder von der Arnd, oder sogar wer am Kirch ging, in Siegkorn an Trick haben, dass die von dort würden Tiendel geben. Und so ein von den Beispielen, die fing, wie kriegt an 1. Mose 14, wenn ihr dort lesen, besonders Versen 17 bis 20. Das ist die Geschichte von Lot. Da wird Abraham in seiner Freundschaft. Und der steht, wo er ist, der wird angenommen. Und Lot wird auch mitgeschleppt. Und dann nimmt Abraham seine Gruppe Menschen und hat endlich einen Kirch, zum Lot war er frei mehr.
Und als er dann siegreich zurückkommt, mit laut in die verschiedensten Dinge, die er durch den Krieg angenommen hat, dann kommt, die Bibel sagt einfach, ein Priester Gottes mit dem Namen Melchisedek. Der kommt am entgegen und der sprach den Segen über Abraham. Und dann lesen wir, dass Abraham, der nimmt ein Tiendel von den Sachen, die er durch den Krieg angenommen hat, und gibt es den Priester. Der andere Beispiel fing wie ein kleines Lothar in 1. Mose 28. Ja, du Vers 22. Und du ist Abraham sein Großsohn Jakob. Und der merkt ganz freiwillig mit sich selbst im Bund mit Gott und sagt, von alles, was du mir lässt zukommen, will ich dir ein Tiendel geben. So, du kannst bitte das ganze Konzept von einem Tiendel ab. Was aber interessant ist, ist, wenn wir wieder gehen, nur Moses seine Zeit, wenn Moses von einem Tiendel redet, dann redet er eigentlich von 3 oder sogar 4 Tiendel. Ich weiß nicht, wie viel von ihnen das mal gemacht haben. Und für diese kommenden Dinge, was ich hier sagen will, du will ich Harvey Platt Credit geben. Ich glaube, hier sind mehr, was Harvey kann, was dem vielleicht sogar auch als Lehrer gehabt hat. Und das ist ein Thema, wo ich heute mal von geredet habe. In einem Studium, was heute mal mir und wo mehr Menschen, oder mehr Bibelforscher mit angestimmt sind. Wenn wir gucken, nu Eva gehen auf 4. Mose 18, du Vers 21. Du redet dort von ein Tiendel. Dort Gott, dort Volk Israel wird an 12 Stämme angedeutet. Und so als an dort Lohn kommt, was Gott geben will, und dann war dort angedeutet. Und das Interessante ist, dass all von den Stämmen kriegen Lohn, und ein von den Stämmen, der kriegt nicht einen Lohn. Das ist Levi in seine Nachkommen. Und du sagst Gott, dass die sollen das ganze Volk tun. Du wirst ein Priester unja, aber auch andere. Und so, hier kommt, dass all die anderen Stämme, die sollen ein Tiendel geben. Und das Tiendel wird durch diese Menschen gehen. Wenn wir gucken, der Stamm Levi, der tut die verschiedensten Sachen. Priester werden du unja, aber du werden auch mehr. Du werden jetzt verschiedenste Gesetze, was im Alten Testament auch wegen Krankheiten werden. Und so der Stamm Levi werden da was gehen in Nusauen, als wer eine gewisse Krankheit hat, wie lange der soll dann apart bleiben, er Ferien auch würden Rot geben. So da wird gleich so weit auf sein, als ans Eames von der ersten Tag. Einfach der wird an das Land checken, dass Menschen doktorliche Halt kriegen. Nach ein Ding, wir werden vielleicht nicht gerade Plätzenmann, aber wir können sein Ordnungsmann. Dass sie checken an das Land auch, dass du Ordnung sein, wir werden Rechter Mann, wenn du Schwierigkeiten werden, würden du noch checken. Und dort werden auch die, was sich an der Schule kümmern, an der Bildung. Und so, wenn wir durchchecken, was Gott, hier ist ein Ding, was Gott tut. Er sagt, dass dort fehlt welche Menschen, was du veranstehen, dass die Gesellschaft einfach wiederkommt. Und er sagt nur, wenn all die anderen ein paar aufteilen, dann wird der Stamm, wenn der nicht lohnt hat, der wird du wen so ein Durchschnittsleben haben, als die anderen Menschen dran sind. Dass die wollen mitkommen. Und ich weiß nicht, was ich total, aber wenn ich ja nicht nachdenke, ich würde sagen, dass das erste Tiendel, was wir hier in 4. Mose 18, 21 fingen, dort wird vielleicht meistens bezahlt, als es ans ISR von der ersten Tag sein. Wo wir in gewissen Tagstunden Luther sind, um Land, oder auch, ich weiß, wie als Teacher haben fertig, ab an seine Kolonien im Betags. Und die Idee ist einfach, dass Sachen können unterhalten werden und dass ein Land auch kann wiederkommen haben. Und das sind gewisse, was ich hier sage. Was interessant ist, ist, von das Tiendel, was Stamm Levi kriegt, fragt Gott, dass sie auch wollen, ein Tiendel von den Tiendel wiedergeben. Und dort fing wir auch gerade in 4. Mose 18, du von Vers 25, bei eindeutig. Und hier ist das Ding, nicht alle, was von Levi kommen, werden Priester. Aber alle Priester werden nur kommen von Levi. Und dort, die Priester werden besonders Aaron seine Nukum. Und dort geht hier ein Schritt wieder, und wenn wir gucken, die Priester, die kümmern sich ganz besonders um den Tempel. Und da werden auch die verschiedensten Sachen. Du wirst einmal einfach dort Hüse zu sein, den Tempel unterhalten sein, dass dort alles in Ordnung bleibt. Aber du werden die Singlehrer die wird lehren deuten und so weiter. So da wird nicht so viel anders sein als von der ersten Tag. Kriegt das Port, was du jetzt die Gebiete unterhalten,
den Menschen auch einen Lohn geben, was eine Gemeinde mitarbeiten. Und was du nur sagen, dass das alles unterhalten wird. Und dass das wiederkommt, nicht? Und so, das würde ein bisschen die ganze Abfassen, was wir von der ersten Tag so erfahren haben. Und dann ist noch ein interessantes, in 5. Mose 14, 22 bis 26, dürfen sie reden davon, dass sie sollen auch ein Tierndal wachlein, dass sie können und der teilnehmen, was Gott ihnen vorgeschrieben hat. Und das ist mir ganz interessant. So, im Alten Testament werden gewisse Regeln, alle wie viel Zeit das Volk soll nur in den Tempel kommen. Und das werden ganz besondere Dinge einmal wirken, wo sie ab gerote Wege vierten. Und einfach Gott seine eine Dankbarkeit vierten, was Gott ihnen alles schenkt, und am Loben und am Preisen. Gestern reden wir im Bett von der Planung, von dem Budget holen. Und was mir interessant ist, ist, dass Gott sagt, dass sie sollen ein Tierndal wachlein, dass sie können und diese und diese Fasten teilnehmen. Und das ist interessant, Gott lädt das sogar auf. Und er sagt, wenn die so weit auf wohnen, ich soll vielleicht nicht ein bisschen sagen, Pferden würden Mensch dann von seinen Tieren, von seinen Arten mitnehmen und mit den Ehepartnern der Kinder taub und Gott seine Jehen wird dann eine Multi zu genießen. Ein von den Tieren reiten und einfach aus einer Dankbarkeit Gott gegenüber. Und Gott merkt das sogar auf und sagt, wenn die so weit auf an den Tempel wohnen sollen, dass das auch nicht praktisch ist. Jene Beister in Heiner war immer mitgeschlafen, um eine Multi zu machen. Dann darf jeder Tisch, wo ihr sind, zu Jelttauschen. Und dann, wenn die Spatu sind, wo der Tempel was sind, dann gehen die frisch diese Dinge kaufen, was ihnen für das Opfer fehlt. Und so, das wird vielleicht ein bisschen sein, als wenn wir auch ein Tierndal wachlein, was wir ein paar Mal im Jahr kennen, mit unseren neuen Partnern in Kenia Top, nur Land fahren. Und du mehr Seiten und dankbar sein, nicht? Nein, das ist nicht so. Das ist mehr anders. Ich glaube, das legen sich vielleicht viel Dollar mit uns Ernte Dankfest. Wo wir vielleicht einmal im Jahr auch ganz besonders top kommen und einfach eine Dankbarkeit feiern, was Gott in uns Leben getan hat und will er für uns sorgen hat. Ja, es ist vielleicht nicht korrekt das selbst hier, aber er kann sich eine gewisse Weise legen. Und so hier sei wie auch war, dort dass er braucht verschiedenste Dinge, um das geistliche Leben fördern. Und was Gott wichtig ist, ist, dass du für Geld bleibst, dass seine Dinge unterstützt werden können. Und das wird fast da wirklich, du gemerkt, nicht aus Regeln, aber dass Menschen würden geistlich wissen und drei denken, wer Gott ist. Und dann hast du noch ein Tierndal, den fing wie an 5. Mose 14, 28, 29. Und das ist interessant, hier redet von, dass alle 3 Jahre soll ein Tierndal wachgelegt werden. Und das wird ganz besonders für die Fremden, die im Land werden, für die Waisen, für die Witwen und für die Armen. Und so hier sei wie wahr, ich glaube, Gott seine Leib. Erst sei wie will er dort andeutet, man die 12 Stämme, dort, wenn der einer auch nicht lohnt hat, dass der mitkommt, dass der nicht was hängen bleibt. Und hier sei wie wahr, wo Gott ein Hort hat für die Menschen, die Pferden ganz am Rand sind, die ab ihr nicht bleiben. Und wo Gott auch dafür ansteht. Und sage ich leicht, alle 3 Jahre auch ein Tierndal war ich, was ganz besonders dafür gehen kann. Und ich glaube, das wird sehr ähnlich sein, mit von der ersten Tag, was wir als Kirchen fährten, wir eine Armenkost, eine Diakonenkost, oder auch, was wir einfach für Missionen mitgeben. Und verschiedenste Menschen eine Not oder bitte an sie gehen, auch sein dort zu halten. So, wenn wir hier gucken, hier an der linken Seite habe ich das mit abgeschrieben. Das ist interessant, aber das ist 10%, wo noch 10% dann, wenn ja irgendwann aufgeteilt wird, dann erst noch 10%. Und das letzte wurden 3,33 gegeben, wenn das alle 3 Jahre angeklagt wird. Insofern reden wir gleich von einem Tierndal, und wenn wir das durch zueinander gucken, wenn das Volk Israel mit ihrem Tierndal durchführt, hat wir dichter an ein Viertel. Das kommt bei 23% von ungefähr. Und dann sind die Sinne, wie nach der anderen Abfall, also wenn wir einen Opelgarten angeplant haben, dann die erste Arend, das Teil dann zu Gott sein. Wenn ein Tier einmal kleiner hat, dann das erste kleine, das wird Gott sein.
Und was reden sogar von, wenn die Dinge, die würden beigerechnet worden, dann würden wir dicht bei 30% sein. So, vielleicht dicht bei einem Drittel. Und da ist vielleicht nicht viel anders, als wir uns von der ersten Tag trafen, wie krieg ich an denken mit ISR, wo wir an der Kjoakj und verschiedenste Organisationen geben. Krieg du noch was unsere Annahme ist, nicht? Der ist ein Klimbett, so ein Überblick von dem Alten Testament. Wenn ich das Bild sehe, und ich will dort bloß klar sein, ich komme von der nicht mit dem zum sagen, dass wir in das leben und dass wir das nicht war, selber alle Umfang, ja, dort zu tun. Ich nehme das bloß aus dem Bild, wo uns vielleicht Gott sein Hort offenbart. Und was ich hier sehe, ist, weil Gott seine Aufsicht ist, dass wir als Menschen von dort, was wir haben, durchabteilen, dort ein Land, dort die Gesellschaft wiederkommen kann, dort das jährliche Leben kann wiederkommen und dort kein Mensch hängen bleibt. Dort der, was vielleicht finanziell Praster auf ist, dort den mitgetragen wird. Das wird Gott sein Hort an den Alten Testament sei. Vielleicht sehe ich hier sein, ein Ding, was ich nicht im Alten Testament sei, dort sind Lassarien oder Uitraubs. Ich habe das Alte Testament ein paar Mal durchgelesen und so weit fing ich das nicht. Und der wurde noch gehört haben können, stellt ihn für Moses für seinen Stab, was er brachte, dass das mehr Eden einging, den hat Mitraub angebracht. Und man hat dort Geld gesammelt. Die Möglichkeit, die wurde sein gewas, aber was Gott mögt mir, wir einfach von uns Horten geben. Wir wollen Luther nach einem kleinen Mal ab dort kommen. Dann werde ich gehen nur das Neue Testament. Und ich glaube, das Neue Testament, und so weit es, was ich das durchgelesen habe, redet nicht so direkt von den Tieren. Jesus redet dort indirekt einmal an. Und dort kriegt es die erste Bibel steht, bei Matthäus Kapitel 23, Vers 23 und 24. Und er redet halt der Pharisäer und er sagt, dass die tun die Tieren, aber dort, was wirklich wichtig ist, hängen Leute. Und dann redet er von Dingen, das ist die Gerechtigkeit, den Mitleid und einfach Trüsam. Und was interessant ist, ist, Jesus sagt, dass diese letzten Dinge soll die tun, ohne dass Feier hängen Leute. So das so weit ist, was wir dort finden. So, Jesus redet ein bisschen nur Tindel han, aber wisst ihr, dass was Gott wirklich wichtig ist, ist, dass wir nur die Gerechtigkeit streben und nicht Mitleid haben mit unseren Nächsten, nicht? In Markus 12, 17 fragen sie am auch. Sie wiesen am einen Cent und fragen an Peise, dann du wieder gleich sagst, was ein Peise, aber fragen also, selbe Kaiser geben, was den traf, selbe Tags tun. Und Jesus seine Antwort, der ist einfach, jev Kaiser, was den Kaiser traf, und jev den himmlischen Führer, was den Führer traf. Und ich weiß das nicht, aber ich frage mich hier, kijk Jesus 3, nur was wir alle im Alten Testament sagen, dort Gott hat die Obrigkeit angestellt, dort du auch ein Land wiederkommen kann, dort du kann Ordnung sein. Und Gott hat auch die Kjoakj angeführt, dort wir dürfen kommen aus Gläubige und jährlich wiederkommen. Und kijk Jesus hier kriegt nur die beiden Seiten, dort wenn wir tags tun, kann ein Land wiederkommen, und wenn wir nur die Kjoakj an so eine Stattung geben, dann kann auch alles, was in den Tempel kommt, so zu sein. Einfach das ganze jährliche Leben von einem Volk, da kann auch wiederkommen. Wir würden viel im Neuen Testament nehmen können. Ich will kurz noch auf ein paar Texte von Paulus kommen. Eins ist Römer 12, Vers 1. Und das gleicht ja Hand in Hand mit was wir gestern sehen. Und Paulus, der kijkt hier drei, nur was Gott für uns getan hat. Aber was von einer wunderbaren Weise Gott seine Leben und uns Menschen offenbart hat, durch seine Gnade. Und hier schreibt Paulus, dass wenn wir uns wirklich nachlassen, was Gott für uns getan hat, die große Gnade, was er für uns hat, dann können wir nicht anders als unseren ganzen Körper, unser ganzes Leben aus dem Opfer geben. So, nicht bloß ein Part von was wir haben, nicht bloß ein Part von was wir sind, aber dass wir einfach sein Gott. Alles, was ich sein und alles, was ich habe, das ist dient. Und ich will dort verdienen ihr braten, mit einer Dankbarkeit für was du in mein Leben hast getan. In 1. Korinther 16, 2,
du sparen hij an, dat zij worden wekentlich eine Klage geven. En du schreef Paulus met dollar van, hij zegt dat zij worden doen und taublein, als wat jeder einer für eine Annahme hat, und auch was für Möglichkeiten die hat. Und dann habe ich 2. Korinther 6, von Vers 6 ganz bei 11. Und das ist ein Text, das wird ganz für sich selbst noch eine interessante Botschaft kann geben. Aber ich will in Kart einmal ein klein bisschen überkicken. In Vers 6 sagt Paulus, wer du wenig sät, der wird auch wenig ernten. Und wer du recklich sät, der wird auch recklich ernten. Und so, ich glaube nicht, dass das hier nicht darum geht, dass wie Gott, das ist eine Bank sein, eine Inversion. Wo wir sagen, dass ich Gott geben, dann mit dem ich mit gute hohe Interesse mehr geben. Ich glaube, dass wir geben, krieg umgedreht, dass wir geben eine Dankbarkeit für was Gott uns all hat fluten kommt. Krieg in dem, dass der uns mehr was geben oder nicht. Und wir geben die Sicherheit, dass Gott wieder auch für uns sorgen wird. Und so von den Horten und mit Frieden, nicht? Und wir kamen gestern all ab Vers 7. Da sagt Paulus einfach, dass jeder einer, der soll nur geben, als was der sich an sein Hort einig wird, nicht hüten muss, nicht unter Druck, aber wirklich mit einem frohen Horten und mit Frieden und mit Dankbarkeit. Und was wir jetzt sehen, ich glaube, dass das für ihn, dass wir unsere Finanzen überkicken und als neue Paar oder als einzelne Person uns einfach fragen, okay, wie viel sind ich allem imstande zu geben, wie viel kann ich geben? Und wie viel kann ich mit einem Frieden geben? Und wenn uns das schwer fällt, ich weiß fertig daran, dann Gott einfach beten, kostet mir eine Frieden geben. Und meine Ansicht von den Abfahrer von der Klage habe über die Jahre viel geändert. Lang sage ich, dass es eine Ungewohnheit ist. Es wird bekannt gegeben, wie wir Klage geben und die Leute ans Geld nehmen. Und was ich kann angesehen ist, dass in Abfahren Gottesdienst haben, da kann eine Farm sein, wo wir Gott loben und preisen, kriegst du es durch den Leid. Wenn der Klage bei uns ist, wo wir einfach an uns Hort mit einer Dankbarkeit reden. Dankeschön Gott, für was du mir diese Werk geschenkt hast, diese Monat und diese Abend, wo immer das ist. Und einfach ans Hort mit einer Dankbarkeit durch Gott drehen. Und reden, heuer ist das, was mir das gibt. Und dann ist das nicht bloß eine Angewohnheit, dass ich gleich Sonntag Geld an, aber das wird das wunderbar schöne Ding, wo ich Gott an mein Geist traf, und am Lob und am Preis. Vers 8 partieren, dort wird auch da noch angehen, dort wir geben frei, mit der Sicherheit, dass Gott uns wird wiedersehen, für uns sorgen, und uns auch weitere Mittel geben, zum Dealen. Und dann gefällt mir dort in Vers 11. Er sagt, dass Gott, der wird uns auf verschiedenste Wege rückmerken. Ich glaube auch, dass Segnungen, die Trainer uns kommen, die kommen nicht bloß unbedingt an finanzielle Sachen. Gott, der kann uns auf so viel Wege segnen. Und dann gefällt mir das, und er sagt, dass jün geben, oder uns geben, dort wird an die anderen Menschen eine Dankbarkeit zu Gott uitwerken. Und ich lasse uns jetzt hier drei entscheidende Beispiele. Das passiert an einer Stadt. So wird eine Person, die an einen Stuhl wird, und die Leute, wo sie rütteln mit ihrer Etwa, und dann Tooling merken. Und er sagt, das ist eine englische Frau. Und hängt da, er kann es nur gut sein, aufzuschätzen. Das ist ein spanischer Handarbeiter, der press Englisch kann. Und dann sagt er, dass diese Frau, der leicht ihre Etwa ab dem Ton da schnappt, alles welche Sachen, die in Haus wirklich fehlt. Und dann merkt er, dass die Rechnung, dass das Geld nicht tau, und der Frau, der fängt an Sachen zu leihen. Und hier steht das Handarbeiter, der kann nicht Englisch, aber der eine Sprache konnte. Der kann korrekt sein, was da angeht. Und dann töckst er diese Frau ab dem Rhein und nimmt seine Jeltttausch und seine Quad und regt er die Hand. Wahre. Das ist eine Sprache, was wir Englisch kennen oder nicht. Aber das kommen wir mit. Und er regt die Hand
und betulte den Unterschied mit, was sie nicht vorig war. Und der schrieb, was wieder durch hing an der Landstätte und das beobachtet. Der sagt, das ist interessant, aber der früh, der Felden ihre und du Matron. Und er sagt, dass der kickt das einen Mann scharf dich an und kickt knapp. Kickt einfach knapp du noch Gott. Krieg, was Paulus hier zu sagt. Das uns geben, das kann so viel Menschen mit einer Dankbarkeit fällen. Und so erfahren, dass dort krieg, was der Denken hält. Gott, der hat mich noch nicht verloren. Gott, der sorgt für mich. Und der denkt an mich. Okay. Wir haben die viel geredet und vielleicht hast du Fragen, okay, wie viel traf mir an zu geben, nicht? Wie viel würde ich als ein Christ geben sollen? Ich habe diese Idee, dass ich sehe, mein Kontakt auch mit Wasser von den Lehrern schauen. Und mir hat sich gesagt, dass wir viele Dinge sehr ähnlich haben. Einmal, die haben hier ein Haus aus einer Gemeinde, dessen Bü. Und wir weiten dort ein Bü, der braucht Geld. Einmal zum den Vorrichtmähren, aber auch Luther, zum den eine gute Ordnung halten. Und ich sage, dass die haben hier am Hof Wohnung, die haben hier auch eine Dauerschule, wo auch der Gebiete haben. Und dann habe ich auch eine Kjoakj und ich stelle mich für eine Schule. Eine Person, die einen Lohn schaffen. Was dürfen, was für eine Arbeit dessen Lohn kriegen, nicht bloß dort. Ich höre, dass die an durch im Jahr auch die verschiedensten Sachen, was die als Kjoakj planen, einfach um die Gemeinschaft fördern, die Menschen halten jährlich wissen. Und all die Dinge, in einer oder anderen Weise, die kommen auch sehr viel mit einer oder anderen Ankast. Wo ich hier ist, dass die eine Mission unterstützen, und vielleicht auch mal als eine, ich habe das gestern bei einem Bett vorhin gekeken. Und ich sage mir sicher, dass die auch die Account haben aus einer Kjoakj. Und so, die sind Part von der Konferenz. Ich würde sagen, all diese Dinge, dort ist von der ersten Tag ein bisschen ans Tempel. Ich weiß, wir leben in einer ganz anderen Zeit, aber da können wir ähnlich sein, als was dort in dem Alten Testament wird. Und ich glaube, dass wir von der ersten Tag ist nicht eine Regel, ich glaube nicht, dass wir unter der Gesetz leben und dass wir nicht sollen ernsten Druck fallen, dass ich matt so viel geben. Aber ich würde gleich noch eine Frau Ritter schmieden. Und ich frage mich einmal, wo wir das luten, wenn jeder einer von uns drei würde mal den ersten Tiendel einfach eine Kjoakj geben. Dass wir sagen, dass mein erster Tiendel, der jetzt für was unsere Kjoakj einfach der lokale Kjoakj, wo ein Part von sind. Zum dort unterstützen, was du wiederkommst. Und ich sage, mit dem Tiendel anfangen. Und ich glaube, dass wo Gott uns sehnt und mehr Möglichkeiten gibt, dass dann raubt er uns auch, dass wir anfangen, mehr auch zu geben. Und dass wir uns nicht von der Nummer luten bringen. Ich glaube, dass das kann ein guter Anfang sein. Und ich freue mich wirklich. Ich habe positiv von wir als Gemeinde auch finanziell schaffen. Ich rede das ja mit den lehrerischen Klimbeten und ich frage, wer sind hier Lasserien, wer sind hier Utraubs? Und dort bei uns muss ich sagen, die letzten paar Jahre Menschen werden einmal einfach all mehr. Von wie viele Utraubs in Lasserien, verschiedenste Kjoakj, Missionen und Schulen haben. Und mich besorgt das einmal, da haben sie eine gute Seite. Utraubs gleich, wenn es wie kommt, wir haben Gemeinschaft, da kann schon gehen. Aber einmal soll ich hängen, das Wort, was ich glaube, wir sollen für sein abzupassen. Und dort ist, dass ich hier ab, eine Dankbarkeit zu geben, und ich da lieber irgendwo geben, wo ich vielleicht noch du was für kriege. So bin ich drauf, ich will geben, aber dann kriege ich durch was für. Aber bin ich Lasserie gebe ich, aber mit der Hoffnung, dass ich vielleicht gewähren war. Und du weißt, ich glaube nicht, dass diese Dinge arg sind. Unbedingt nicht. Aber ich glaube, dass wir sollen abpassen. Und dass uns geben wirklich da bloß eine Dankbarkeit kommt. Nicht, dass du erst mal Wunder was angestellt worden und dann wo ich geben. Das einfach, ich stehe hängen, was unsere lokale Gemeinde tut. Und dort unterstütze ich, und so weit es ich kann. Und dann probe ich nach oben ab, wo Gott mir Dinge auf dem Hart legt, wo ich Menschen in der Not sei, beizuführen.
dass ich eine Möglichkeit habe. Und so war ich glaube nicht uit eine Regel, eine Gesetzlichkeit, aber einfach uit eine Dankbarkeit. Du nur, was ich habe, kriege ich an diese Hinsichten haben, dass der Gegend, dass das Land, wo ich lebe, kann wiederkommen, aber dass die Gemeinde, wo ich in Teil annehme, dass die auch kann wiederkommen, was wirklich Gott sein Dreck ist. Und dass dort vorwärts fahren kann. Dass Geld nicht mal braucht, ernsten Thema sein. Und so ich will noch einmal mit ein paar Punkten von Dave Ramsey schließen. Wir reden gestern viel von ihm. Für die, die gestern hier werden, wird das vielleicht ein bisschen eine Wiederholung sein. Aber ich glaube, dass Ramsey sagt, dass Freigeben mildgeverig sein. Sie nicht klingt darauf. Gestern klingt darauf nicht. Freigeben, das ist nicht bloß ein Ding, was ich tue, aber das ist ein Part von wer ich sein. Und er sagt es, dass eine Person, die freigewig ist, die ja frei von ihr Geld, aber auch von ihren Zeit und von ihren Gaben. Und hier ist ein Ding, und das ist interessant, er sagt, dass eine Person, die freigewig ist, die mit Frieden jaft, die wird sehr seltsam traurig oder depressiv sein. Wenn jemand das ja frei und das bringt Sehen in verschiedenste Hinsichten an und das ja scheint. Und hij schrift krijgt van een rabbi, en zijn naam is Daniel Lapin, waar ik dat traag zei. En der redt een klein beetje van waar het volk Israël er de Juden nog van deze dag leven. Nu weer een ding, man, dat weer mij ganz interessant. Ik brug gestern al een Coca-Cola ten Beispiel. En nu ik war en die waren vielleicht al te denken dat ik drink bis einmal Coca-Cola. Ja, dat is aber nicht. Aber hij schrift van een Übung, wat de Juden haben. En wanneer ihren Sabbat vieren, ihren Tag auf, dann ein von den Höhepunkten, was die haben, ist Taub, aus Eier mit den Kindern Taub, entscheidet Unkas zu genießen. Und während dort Unkas einfach kriegt daran denken, er sagt, dass ein großer Part ist, mit Dankbarkeit trägt, ob was Gott in der letzten Werk gesehen hat, und vorwärts kicken, mit was der Werk für sich bringt. Und er sagt, ein Part von was da passiert ist, ich habe hier eine Plastik, dat sie haben eine Schief, einen Schachtel, und dann eine Toastbahn. Und die Juden, die würden vielleicht leichter tun Unkas eine Bottle Wein haben. Ich war hier für uns dann ein Kocker, das glaube ich passt in Mexiko dabei. Aber dann sagt er, dass sie haben das Leute, was sie singen. Und an das Leute singen sie einfach über Gott seine Segnungen, diese Dankbarkeit für was er für ihren Sorgen hat. Und dann sagen sie, während sie singen, dann wird der Toast voll gut. Und so sie singen, sie loben Gott durch eine Dankbarkeit für was er entjagt. Und die hören aber nicht ab mit dem Geiten, wenn der Toast voll ist. Und die bleiben durch beim Geiten, was der Toast ist anfängt, daran und dort Schachtel nehmen. Und das ist ein ganz besonderes Bild hinter das. Und er sagt, dass was sie ihre Kinder proben anzuprägen, das ist das, ja, nimm mal ein, kick ich nur mein Heim. Ich kickt, dass mein Ehepartner und meine Kinder dort wollen haben, was ihnen fehlt. Ich sorge für die Miene. Aber dann soll ich mein Leben so anrichten, da reden wir jetzt noch von, dass mir immer auch was überbleiben kann. Und dass ich noch für den Nächsten geben kann. Dass dort, wo ich kriege, noch schälen kann. Für die Menschen, die Rami sind. Für die Gegend, wo ich wohne. Und mir wieder ganz interessant war, ich bin nicht für einen kleinen Reilen haben, in der Gesetze, aber mir wieder ganz interessant. Und ich frage mich bloß, was würde mir unsere Kinder passieren, wenn die jeder Weg so ein Bild sahen und die mit dort abgetragen worden. Dat ik zorg voor de Miene, maar ik stel mijn leven ook zo aan dat nog immer waar even blijft, dat het even schelen kan en dat ik andere kan ook zien kan. Ik leer dat vangt in ons heim aan en dat telt aber ook voor onze Kjoakj. Dat we ook als Kjoakj doen kijken dat onze dingen wiederkomen en dat ook ons budget als een Kjoakj even scheelt voor missionen en verschiedenste andere Sachen. Ich glaube, dass das jetzt auch anzuwenden. Und so, das ich sage,
Ik freue mich für die Jever, was die hier haben. Mir hört sich das gerasslich so gutlich, ich das hier nu. Was hängt für Jesus heute nicht, was die kriegt mit dessen Bischof, und wie aus einer Gemeinde taub. Und dort in viele andere Dinge schaffen. Und so, ich will uns einfach bloß merken, dass ein wichtig, und vielleicht der ganz wichtigste Part von Finanzen, dort ist, dass wir nicht bloß nur uns selbst kicken, aber auch nur den Nächsten. Und dass wir immer waren, nicht unter Druck, nicht unter Muss, aber mit einem Hort voller Dankbarkeit, mit Frieden geben. Und mein Wunsch ist, dass Gott in der Hinsicht mag immer wahre Freudigkeit geben und auch dort, was die schenken, wirklich sehen und dort noch viel mehr. So, ich will nochmal Dankeschön sein für mich hier das Wirken in Hand, für die schöne, warme Abnahme, die ich hier haben kann. Und ich will ganz definitiv nochmal mit meinen Frühwaren zurückkommen, früher in Kenia sein mitzubringen und ich vorwärts zu fahren. So, ich will mit ihnen beten und auch einfach auch ein Segen sprechen und auch Gott danken für den Titel hier. Vorher, ich danke dir und dessen Samars für deine große Liebe, deine große Gnade. Und ich danke dir für das Verreich, was ich erfahren, dass du auch hier in dieser Gegend alles mitzuleben und so ein ohne Arbeit bist. Und ich danke dir von der und ganz besonders preis dir für Läwens Kjoakj hier. Ich danke dir, Gott, dass wir din Jes hier ganz klar sein, feilen und sein, wer ohne Arbeit ist. Ich danke dir für die Lehrer, die hier sind, die vorwärts kicken. Und so danke ich dir auch für in jedem paar Lied, was hier kommt, für die Jugendlichen, für die Kinder, für jeden einen. Und ich bete von dir und bloß möchtest du wieder ganz besonders sehen. Ich bete als Erste für die Lehrerschaft, möchtest du ihnen doch immer wieder Mut und Kraft und Freudigkeit geben und in ihrer Arbeit sehen. Ich bete von jedem Heim, von jeder Ehe. Und ich freue mich, dass du auch Tag für Tag sehen, Weisheit geben, mit ihren Kindern umzugehen. Und dort in jedem Heim können Licht auch in diese Gegend sein. Und ich danke dir nochmal, Gott, für alles, was du uns schenkst. Für das Leben, die Gesundheit, die Radung und so viel auch finanzielle Sachen hier ab jeden. Und möchten wir mit Frieden und mit Dankbarkeit auch Sachen trainieren, die und nur die Menschen drum uns geben. Und Jesus sie nur mit Danksagung. Amen. Ons heeft het een grote vrede dat die van der gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van der Undienstenis en Angst en Armut. Wenn die einen Freund hast oder irgendwem weiß, wem diese Botschaft wird Mut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn die von dieser Gegend best wo Läwens Kjoakj ist oder die nochmal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anluden, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle Sonntagsmorgens Taubklack nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebendige Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du mit dein Leben sehen und die Mut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Porte sind von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wo schlecht in Porte sind von so einer Gruppe, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, läwenskjoakj.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die wo schlecht in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die wo subscribe, auf den Klinger drücken, dass dort was die dort anwollen.